Super Mario Galaxy! Herzlich willkommen bei Retrocast, sinnlose Let's Plays und das mal mit Super Mario Galaxy, wie ihr es ja auch schon am Bild am Anfang gesehen habt. Und ich möchte mich da zuerst mal entschuldigen, dass letzte Woche kein Video gekommen ist, aber ich bin noch etwas dran, wo ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als ich es vermutet hätte. Ja, tut mir leid, aber ich hoffe, dass da auch eine Entschädigung wird sein für euch. Da natürlich ein neuer Spielstand. Und ja, ich habe mir überlegt, ob ich für die Switch spielen oder ob ich wirklich von der Originalkonsole abspielen, aber ich habe mich jetzt halt für die Originalkonsole entschieden. Da spielen wir sie jetzt hier für die Wii ab. Es gab einmal einen Kometen, der war so groß, dass er den Himmel über dem Pilzkönigreich füllte. Von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regnete es zahlreiche Sternschnuppen auf die Erde. Die Sternschnuppen wurden von den Toads ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Powerstern. Das hätte Anlass zur großer Freude im Pilzkönigreich sein sollen. Es war die Nacht des Sternstaubfestes, welches einmal in 100 Jahren stattfindet und den Segen der Sterne feiert. Dear Mario, I'll be waiting for you at the castle on the night of the Star Festival. There's something I'd like to give you. From Peach. Mal schauen, wie gut dass ich da noch rein bin. Mit der Steuerung und allem. Sieht doch schon genial aus, hier oben der Himmel. Jetzt habe ich so abgestimmt, dass man den sicher sieht. Wenn man da raufläuft. Da haben wir noch einen schönen Blick aufs Schloss für werfen. Mit dem See. Noch ganz schön. Dann natürlich fehlt die Mario Kart Strecke. Wie so oft muss wieder jemand kommen und die ganze Idylle stören. Sieht aus, als ob ein Krieg ausgebrochen wäre. Prinzessin läuft wieder mal um Hilfe da vorne, wie könnte es auch anders sein?
Wenigstens sind wir bald gelandet auf ein Problem nicht. Oh. Yeah. Bist du wach? Dann lass uns spielen. Hier bin ich. Lass uns Fangen spielen. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Und ein paar Münzli geben wenigstens. Da hätten wir das erste Hasi. Oh, erwischt. Ich hätte mich in der Röhre verstecken sollen. Ah, okay. Das Hasenfangen da ist ja eigentlich quasi wie ein Tutorial zum Steuerung ein bisschen Griff bekommen. Oh, erwischt. Ah, ich hätte mich im hohen Gras verstecken sollen. Aber vorher auch irgendwo in der Nähe gewesen. Ach, wie schade. Klasse, du hast uns alle gefangen. Jemand wie du kann unserer Mama bestimmt helfen. Tut mir leid, dich so plötzlich hierher zu bringen. Dieser Stern verbindet die Erde und die Galaxien. Wir nennen ihn das Sterntor. Ich habe dich von diesem Sterntor aus beobachtet. Mein Name ist Rosalina und ich betrachte die Sterne. Um den dir kostbaren Menschen zurückzubekommen, brauchst du die Kraft, von Stern zu reisen. Ich leihe dir das Sternkind Luma. Du hast jetzt die Drehattacke erlernt. Schüttle dazu die Wii-Fernbedienung. Genau wie du sind auch wir von einer Katastrophe heimgesucht worden. Rette bitte zusammen mit Luma unseren Freund, den großen Stern. Mögen die Sterne mit dir sein.
Wir haben zwar nicht zugesagt, aber okay. Wenn es aussieht, als könnte man es zerbrechen, dann schüttle die Wii-Fernbedienung und mach eine Drehattacke. Du kannst damit auch Feinde betäuben. Okay. Oh, also unsere erste Mission, ne? Ich habe schon auf dich gewartet. Und einen Sternring hatte ich auch schon für dich vorbereitet, aber er ist von einem Meteoriten getroffen worden und in lauter kleine Stücke zerbrochen. So kannst du nicht fliegen, wo sind nur alle Splitter? Such sie, aber pass auf, wo du hintrittst. Das Level, da lassen wir uns natürlich nicht gehen. Hol mich hier raus! Einer der Feinde muss den Schlüssel haben. Schüttle die Wii-Fernbedienung, um dich zu drehen. Wenn der Gegner torkelt, ramme ihn. Immer ja der Schlüssel. Danke. Könntest du auch noch meine Freunde retten, in der Festung da oben? Ich verwandle mich in einen Sternring. Steig auf, presch nach vorn. Verwandlung! Beeilung! Hier drin sind auch noch Freunde von uns. Die wollen mich hetzen. Wir haben schon auf dich gewartet. Das ist ein großer Powerstern. Er ist ein Freund von uns. Sie verwenden die Kraft des großen Sterns, um mit dieser Maschine irgendwas herzustellen. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Energie komplett ausgesaugt und der große Stern verblasst. Halte irgendwie diese Maschine auf. Da probieren wir unser Beste. Da hätten wir, glaube ich, alle Plattformen müssen aktivieren. Bestätige Diffus, ja, da haben wir gerade gesagt vor. Und damit. Jetzt aber schnell erholt. Gerettet! Schnell! Den großen Stern! Somit hätten wir unseren ersten Stern geholt. Schöne Sache.
wirst einen Stern erhalten. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Oh, das Kraftfeld der Sternwarte scheint wieder Energie zu haben. Sein Licht ist wach wie das eines Klasse 6 Sterns. Er ist schwach, Entschuldigung, aber so brauchen sich die Luma wenigstens nicht mehr zu fürchten. Das verdanken wir dir. Du hast den großen Stern befreit. Das Volk der Sterne ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte auf dem Kometen. Das ist unser Haus, ein Sternschiff, das das Sternenmeer überquert. Wir bereisen das Sternmeer mit dem Sternschiff der Sternwarte auf dem Kometen. Unser Schiff ist vor diesem Planeten plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sternschiffes ist im Bann einer rätselhaften Anziehungskraft, zusammen mit dem Sternstaub heruntergeflossen. Kraft? Ja, es handelt sich dabei um Powersterne. Seiner Kraft beraubt ist das Sternschiff wie in einen tiefen Schlaf gesunken, regungslos. Die Schurken, die eine dir kostbare Person entführt haben, sammeln diese Powersterne auf und haben so die Fähigkeit erworben, das Universum zu durchqueren. Please. Ich habe eine Bitte an dich. Diese Sternwarte ist ein Sternschiff, das die im Universum verteilten Galaxien mit Sternkraft lebendig werden lässt. Der Powerstern, der jetzt hierher zurückgekehrt ist, ist zwar schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen, sollte seine Energie reichen. Look. Dieser runde Raum nennt man die Kuppe. Von hier aus beobachten wir die Galaxien. Jedoch ist die Sternschau-Terrasse die einzige Kuppe, die derzeit funktioniert. Für mehr reicht die Sternkraft nicht, die du bisher zurückerlangt hast. Gehe zuerst zur Sternschau-Terrasse und befreie die Powersterne, die von den dort aus sichtbaren Galaxien. Die Sternwarte auf dem Kometen ist in Wahrheit ein Sternschiff. Wenn wir es wieder aktivieren, können wir auch die Verfolgung der Feinde aufnehmen, die die Powersterne gestohlen haben. Ja, den wir da speichern. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge dann erst mal in die Gruppen rein. Da wäre es jetzt gewesen, halt eher mal eine kürzere Folge für das Mal, aber ich hoffe, dass ich auch eher wieder ein bisschen öfters Videos rauslassen kann. Also das sprich am Mittwoch dann ab und zu vielleicht auch mal noch ein Video kommen. Ich werde jetzt aber mal nichts versprechen, daher vielen Dank, dass ihr da dabei gewesen. Ich hoffe, bei der nächsten Folge sind ihr auch wieder mit dabei. Man hört sich.